langsam wieder mal bis nach 10 Wochen allein unterwegs so ein bisschen mit Kollegen abzumachen. Der einzige Weg, der zurück in die Schweiz führt, so ein scheiß Tunnel. Ich habe das Gefühl, wir kommen kaum Luft über. Fuck! 2066 Meter. Yes! Alle! Ich bin immer noch in Italien, wo hier gibt es so in einem recht alternativen Airbnb geschlafen. Und ja, heute gibt es auch einfach veganes Breakfast. Etwas anderes gibt es nicht, also muss ich mir selber mal schnell reinziehen. Auf jeden Fall ist es eigentlich immer noch recht gut Wetter. Und die View hier ist natürlich auch ziemlich sick. Und heute geht es wieder zurück in die Schweiz. Wird auch ein ziemliches Gewichs, weil irgendwie habe ich keine genaue Route. Das Einzige, was mir anzeigt, ist dort hinten die Hauptstrasse. Und ja, das ist so Gräme zum Fahren. Probieren wir mal ein Specialty. Ich bin auch gespannt, wie powerful der ist. Schmeckt recht stark wie Wasser. Ist echt mal gut, Porridge. Good boy. Schauen wir nur, ob der auch vegan ist. Der einzige Weg, der zurück in die Schweiz führt, so ein scheiß Tunnel. Ich habe das Gefühl, wir kommen kaum Luft über. Fuck! Hier hört die Strasse einfach auf, die ich nehmen muss für nach Locarno. Das ist echt die einzige Strasse, die es gibt. Und jetzt kann ich zum Glück hier mit so 2 netten Zogern mitfahren. Und jetzt ist mein Velo hier oben am Chillen. Do you really think this is a problem? Yeah. Look at the guy. It's maybe also because some people don't have the choice, the chance to travel. Lago Maggiore. Endlich angekommen. Ich habe es auch mal geschafft, hier in meinem Apartment anzukommen. Also ja, Apartment würde ich sagen, ist übertrieben. Es ist eigentlich so ein Massenlager, wo 6 Leute drin pennen können. Aber bis jetzt bin ich der Einzige. Aber wenn dann noch andere kommen, ist immer die Frage, wer hier kommt, oder? Hola chica, maybe. Aber auch eher nicht. So, Tag 10, liebe Leute. Heute ist das Wetter wieder ein bisschen bescheidener. Heute geht es von Locarno auf Lugano. Aber hier muss ich wieder mal so einen Berg überqueren. Das sind langsam ein bisschen angehackt, die Berge. Und jetzt gibt es hier mal das einzige Celebration, das ich nicht gerne habe. Das sogenannte Bounty. Ich glaube, viele haben das nicht gerne. Also jetzt hier mal ein kleines Zwischenstatement nach 10 Tagen. Es ist so, dass es konditionell relativ anstrengend ist, die ganze Tour um die Schweiz. Weil man ist halt jeden Tag am Fahren. Und das zieht sich dann mit der Zeit. Aber jetzt von den Beinen her habe ich eigentlich nie Muskelkater. Die spüre ich eigentlich von nie. Aber es ist mehr so vom... Es ist mehr so vom Rücken, der halb zieht, wo ich immer in der gleichen Position bin, so 5-6 Stunden pro Tag. Und vor allem mein Ass, der richtig am Sweaten ist, der ist richtig am Strugglen. Weil ich auf diesem hohen Sattel, es ist echt nicht bequem. Es geht schon so easy 1-2 Stunden, aber wenn du so alle Tag 5-6 Stunden bist, tut dir echt nur alles weh. Und das ist der grösste Struggle. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man den beheben kann. Ja, da muss man echt durch. Aber sonst so sehr viel gesehen, sehr viele nette Leute kennengelernt. Und ja, also, hat sich bis jetzt sehr gelohnt. Und mal schauen, wie der zweite Teil noch wird.
Oh shit! Was ist denn das hier? Oh. Damn, Alter. Richtig tight. Oh. So. Es ist Sonntag. Und heute geht es endlich wieder weiter, nach 2 Tagen Pause in Lugano. Heute gehen wir zuerst mal im Zug auf Bellinzona. Und dann geht es weiter, Route durch Graubünden durch, über San Bernhard. So, liebe Leute, heute geht es Richtung Mesocco. Langsam wieder mal bis nach 10 Wochen allein unterwegs, so ein bisschen mit Kollegen abzumachen, so ein bisschen zu chillen, irgendwie labern, ein Bier zu nehmen oder auch mal Ausgang. Ich muss sagen, in 2 Tagen Lugano, so lonely, ja, ist nicht Skandal, aber ist halt nicht so spannend, oder? Ich kann nicht mit so vielen Leuten reden und man kann nicht die ganze Zeit irgendwelche random Dudes oder Frauen ansprechen. Yes, yes! Aber wir sind wieder on the way, bitch! Das ist jetzt etwa das 500. Kuhfeld, das ich durchfahre. So langsam habe ich es so ein bisschen gesehen. Also sie sind ja schon nice, die Tiere und so. Schon witzig, neben denen durchzufahren. Aber irgendwann ist der glaube ich auch genug. Ich bin zurzeit noch in Mesocco und dort habe ich geschlafen. Jetzt geht gut zum Morgen gegessen und habe jetzt genug Energie für den nächsten Pass zu machen. Wieder mal auf 2000 Meter rauf. Es geht eigentlich nur Hager rauf, Hager rauf, Hager rauf, Hager rauf. Und dann geht es ein bisschen gerade, so schüch und dann geht es wieder Hager rauf. Ich will jetzt gleich schon 2 Stunden am Hager rauffahren. Und langsam kommt hier der Struggle wieder vor. Der sogenannte Struggle. Ich freue mich auf den Moment, wenn es nicht mehr so macht, sondern so. Wird legendär. Wie man hier sieht, liegt da schon Schnee. Und da muss man einfach die erste Schneeball machen, auch wenn man eine arschkalte Finger hat. Das ist einfach ein Muss. Ich glaube, ich bin oben angekommen. Und hier ist einfach so eine crazy See. Wir flexen einfach hier. Jetzt fahren wir da schön rundum. Und wie man sieht, ohne zu trampen. 2066 Meter. Yes! Alle! Wenn wir hier schon mal so einen Topfkürbis, so einen grossen, habe ich wirklich noch nie gesehen. So ein Privathaushalt. Ja, liebe Leute, das ist mein Zimmer für heute. Also ich bin so froh, dass ich daheim bin, in meinem Bett, in meiner Dusche. Dann fahre ich ein Zeitchen kein Velo mehr.